Hier liegt Walter Bamberger. Von Beruf ist er Lichtgestalter. Natürlich, was sonst? Ja, das war die Zeit des Wettbewerbes für die Oberkirche, Frauenkirche Dresden. Dresden und sein barockes Juwel. Kuppelkaskaden, um 1740 erbaut, 1945 im Krieg verbrannt, lange ein Mahnmal, nach der Wende wieder aufgebaut. Doch es gibt nur Baupläne, Zeichnungen auf Papier. Wie dafür das Licht denken? Also und wo findet man eventuell Räume, die ungefähr große Höhen haben? Also fährt man nach Rom. Er legt sich in der Lateranbasilika auf den Boden. Bamberger hatte bis dato Licht für maximal 26 Meter Höhe entworfen, für Mehrfachsporthallen. Und nun 60 Meter erleben. Endlich. Italienische Wärter eilen besorgt herbei, um dem Mann am Boden zu helfen. Das Licht für die Frauenkirche wird dann sein Durchbruch. Ich muss den Raum erfüllen, erahnen, spüren und erleben, wie der Raum mit mir in den Dialog geht. Licht ist eine Metapher für den göttlichen Geist, ein spirituelles Erlebnis. Licht kann zerstören oder aufblühen lassen. Walter Bamberger zeichnet erst die Schatten, um den Raum plastisch werden zu lassen. Dann setzt er das passende Licht dazu. Hier mittels Lichttrauben in den Seitenschiffen. Die Kunst, das Tageslicht zu ergänzen für einen Raum, gebaut, als es noch kein elektrisches Licht gab, voller Respekt für dessen Rolle und Architektur. Oder die Außenbeleuchtung von Schloss Neuschwanstein, ein Sammelsurium unterschiedlichster Architekturstile. Auch hier wieder Schattenstrukturen, Plastizität, Stimmung, klare Konturen. Die steinerne Brücke zu Regensburg, die älteste Brücke Deutschlands. Oder das Ozeaneum in Stralsund. Es gibt ja immer die Ansicht, dass Gebäude oder Räume auch was zu sagen haben. Und es gibt Gebäude, die sprachlos sind am Tag auch. Und viele meinen, dass wir mit Licht dann diese Sprachlosigkeit retten können. Wenn ein Objekt oder ein Raum am Tag nichts zu sagen hat, dann kann ich aus dem Taubstummen vielleicht ein paar Laute herausbringen, aber ich kann das Ding nicht retten. Geboren ist Walter Bamberger in Eichstätt, als ältestes von 5 Geschwistern. Der Vater auch aus Eichstätt, die Mutter Berlinerin. Ministrant sein gehört dazu. Als er 15 ist, stirbt der Vater und hinterlässt einen gut gehenden Elektroinstallationsbetrieb. Lehre zum Elektrotechniker, danach Studium. Doch dann beschließt er, den Betrieb doch nicht zu übernehmen, sondern Licht zu gestalten und dafür selber Leuchten zu bauen. Nach seinen Vorstellungen davon, was diese können und machen sollen. 9 Dome, 2 Münster und über 200 Kirchen später eine neue Baustelle. Die Stiftskirche St. Johann in Regensburg. Wofür wurde sie damals gebaut? Was will sie mir erzählen? Erst wenn Bamberger das begriffen hat, weiß er, wie sich das Licht anfühlen soll. Jetzt ist er drin. Okay. Barocke Gebilde, da ist das Licht Bauelement, ein Baustoff. Wie der Mörtel, wie die Steine. Und so ist es auch das Licht. Und so sind damals die Baumeister auch dementsprechend umgegangen. Also manchmal hat man ja das Gefühl, dass manches Objekt um das Licht herum gebaut wurde. In diesem Tonnengewölbe geht es darum, Helligkeit und Tiefe zu schaffen, ohne ungewollte Schatten zu erzeugen. Das Licht muss also weit reichen und von der gegenüberliegenden Seite kommen. Dafür hat er Gewölbefluter gebaut, mit einer speziellen Scheibe und Auswurfspiegeln, die es möglich machen, die notwendige Wurfweite in der Diagonale zu erreichen. Lichtkegelmodelle für historische Straßenlaternen, wie Mohnblumen. Es ist viel Physik dabei.
Feldversuche nachts, um jeden Strahl genau dahin festzulegen, wo er hin soll. Auch Nachbars Garage hat schon manchen Dienst erwiesen in Pfünz bei Eichstätt. Da, wo das Licht herkommt.